Wo's Aschenputtel das alles angehabt hat, da hat es grad so glänzt wie die Sonne am Mittag. Vor der Türe ist ein Wagen gestanden mit 6 Schimmel. Die haben hohe, weisse Federbüsche auf dem Kopf gehabt. Und die Diener haben Kleider in Rot und Gold. Wo's Aschenputtel angekommen ist der Prinz schon auf den Stegen gestanden und hat ins aufgeführt in den Saal. Schon gestern haben die Leute über seine Schönheit gestaunet, aber heute haben sie noch viel mehr gestaunet. Und die beiden Schwestern sind in einer Ecke gestanden und sind ganz bleich geworden vor Neid. Und hätten sie gewusst, dass das Aschenputtel ist, wo daheim muss in der Asche liegen, sie wären gestorben vor Neid. Der Prinz aber wollte wissen, wer die fremde Prinzessin ist und woher sie kommt und woher das sie widerfährt. Er hat Leute auf die Strasse gestellt, die Acht geben sollen, dass sie nicht wieder so schnell fortlaufen können. Und darum hat er auch die Stege mit Pech einstreichen lassen. Das Aschenputtel hat tanzt und tanzt mit dem Prinz. Es war glücklich und hat nicht an die Mitternacht gedacht. Auf einmal, mitten im Tanzen, hört es einen Glockenschlag. Da ist ihm in den Sinn gekommen, wie die Tauben ins gewarnt haben, und es ist verschrocken. Schnell springt es zur Tür aus und huscht die Stege drauf. Weil die aber mit Pech angestrichen war, bleibt einer der goldigen Pantoffeln dran hängen und in seiner Angst hat es nicht daran gedacht, ihn mitzunehmen. Und wo es gerade beim letzten Stegentritt angekommen ist, da hat es 12 geschlagen. Da sind die Rosse und der Wagen verschwunden und das Aschenputtel ist in seinen Aschenkleidern auf der dunklen Strasse gestanden. Der Prinz ist ihm nachgesprungen. Auf den Stegen findet er den goldigen Pantoffel, reisst ihn los, lupft ihn auf und wo er unten ankommt, ist alles verschwunden gsi. Auch die Leute, die er als Wache aufgestellt hat, sind gekommen und haben gesagt, sie hätten nichts gesehen. Das Aschenputtel war froh, dass es nicht schlimmer rausgekommen ist. Es ist schnell heimgegangen, hat sein trübe Öllämpchen angezündet und ins Chemie gehängt und ist in die Tasche gelegen. Es ist nicht lang gegangen, da kommen die beiden Schwestern auch heim und rufen: